Jetzt hallo miteinander. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vorwärts Dammerheit. Heute machen wir mal wieder eine Zeitreise in die Vergangenheit von Ebingen. Heute Albstadt-Ebingen, und zwar gehen wir zurück in die Mitte des 18. Jahrhunderts und beschäftigen uns mit der Polizeiordnung von Ebingen damals. Dazu zu dieser kleinen Mini-Reihe Polizeiordnung in Ebingen im Mitte des 18. Jahrhunderts gibt es schon eine Folge 1. Der Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung, Videobeschreibung und in den Kommentaren. Ich will nur ganz kurz was dazu sagen. Die Quelleangabe finde ich immer ganz wichtig. Das ist auch eine Anerkennung an die Leute, die das verfasst haben. Dieses Wissen, was ich euch jetzt hier kundtue, das habe ich aus der Heimatkundliche Blätter für den Kreis Paningen aus der Ausgabe 30. April 1954 verfasst hat damals den Artikel der Dr. W. Stettner. Der genaue Link zu der Quelle, den findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Dieses Mal geht es um den Brandschutz in Ebingen Mitte des 18. Jahrhunderts, und da liest ich immer vor, was es da für Verordnungen gegeben hat und wie die bestraft worden sind. Noch ganz kurz dazu, man darf auch nicht vergessen, gell, wenn es jetzt hier darum geht, um Licht und so, das war ja immer offenes Feuer, Kerzen, Öllampe, Fackeln, was auch immer. Und Ebingen, da waren ja die meisten Gebäude damals aus Holz, sind eng beieinander gestanden, also die Brandgefahr war enorm hoch. Deshalb waren auch diese Strafen, denke ich mal, berechtigt. Wer bei Licht trischt, 10 Schilling. Wer mit bloßen Lichtern in Ställen oder an anderen gefährlichen Orten im Haus gesehen wird, 10 Schilling. Wer an dergleichen Orten Tabak raucht, 10 Schilling. In welchem Haus ein wüster Kamin oder eine gefährliche Feuerstadt gefunden wird, 5 Schilling. Wer seine Küche nicht mit Platten oder Backsteinen besetzt, 10 Schilling. Wer Kammern oder Gänge im Haus, unter denen Stroh liegt, nicht so besetzt, 5 Schilling. Also ich denke, mit Backsteinen und Platte ist das auch, wenn man die so besetzt und ja, vor Feuerschutz schützt. Wenn in einem Ofen großes dürres Holz oder über 3 Scheiter gefunden werden, 2 Schilling. Wer Feuer über die Straße trägt, außer in einem Hafen und zugedeckt, 5 Schilling. Wer bei Licht hechelt oder im Haus schwinget, 10 Schilling. Da muss man dazu sagen, das Hecheln, das hat jetzt nicht unbedingt mit zum tun und schwinget auch nichts wie man Swingerclub. Ja, jetzt wird schmuddelig. Ja, kommen wir mal wieder zur Ernsthaftigkeit zurück. Seriös. Nee, ich habe mal recherchiert im Internet. Hecheln ist, wenn man so Pflanzenfaser, Flachsfaser, Hanffaser und auch andere Faser über so eine Art wie ein Kamm zieht, um sie zu reinigen. Und schwinget, ich denke, das ist was ähnliches wie Dresche. Wer es genauer weiß, darf es gerne in die Kommentare schreiben für die Interessierte. Mich interessiert es auf jeden Fall, wenn es aber genauer weiß. Ich lerne einfach gern dazu. Wenn Heu oder Stroh an einem Kamin gefunden werden, es muss wenigstens 2 Schuhe davon liegen, 10 Schilling. Jeder Bürger soll wenigstens eine gute Laterne im Haus haben, bei Strafe von 3 Schilling. Wer keinen guten Feuerkübel hat, 3 Schilling. Wer an Jahrmärkten und in knappen Zeiten kein Bürgerwasser im oder vor dem Haus hat, 5 Schilling. Wer an Sonn- und Feiertagen unter dem Gottesdienst keine tüchtige Person im Haus lässt, weil durch Kinder leicht Feuer entstehen könnte, 5 Schilling. So, liebe Leute, der mir feiern, wenn ihr mir ein Like gebt, wenn es euch gefallen hat, und auch meinen Kanal abonniert, weil dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn die nächste Folge online ist. Und mit der nächsten Folge geht es um Verordnungen und Strafen zum Thema Brunnen, wenn man so neu kriegt, Wege, Straßen, und die Gemeindeungen kriegen auf jeden Fall eine eigene Folge. Liebe Leute, bleibt gesund und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Tschüssli und Ade.